Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des FC Bayern Taktik Fox. Leute, wo ich euch meine Einschätzung zum Spiel sage und euch zeige, wie ich die Mannschaft aufstellen würde. Wir spielen am 9. Spieltag zu Hause gegen Bayer 04 Leverkusen. Heißen die eigentlich noch Bayer 04? Ich weiß das gar nicht, oder heißen die nur noch Bayer Leverkusen? Wilde Nummer. Gut, ich fange mal mit meinem Tipp an. Mein Tipp ist 3:1 für uns. Wenn wir unsere PS auf dem Rasen kriegen, ja. Ansonsten denke ich, wird es ein interessantes Spiel, ein schwieriges Spiel. Leverkusen hat eine gute Offensive, ja, die drittmeisten Tore geschossen in der Bundesliga, haben aber auch schon 11 Tore kassiert in 8 Spielen allein in der Bundesliga, 7 gegen Paris. Also, ich denke, das zeigt ganz gut gerade die Stärken und Schwächen von Leverkusen auf. Von daher, wenn unsere Offensive ansatzweise performt, denke ich, werden wir auf jeden Fall ein paar Tore erzielen, ja. Aber natürlich ist es auch ein ganz guter Test, schon mal auf Paris gesehen. Vielleicht, was die Defensive angeht. Ja, natürlich ist jetzt Leverkusen nicht auf dem Level von Paris so, da brauchen wir nicht drüber reden, aber es ist halt schon mal was anderes, als würdest du jetzt gerade gegen nichts gegen Freiburg, aber gegen SC Freiburg spielen. Machen wir uns nichts vor, ja? So ein Ding. Von daher, ich bin auch gespannt, ob Kompanie den einen oder anderen Wechsel vollziehen wird, im Hinblick auf das Paris-Spiel. Ich weiß es nicht. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er sagt: „Komm, alles sieht noch fit aus, wir ziehen da durch bis zur Länderspielpause.“ I don't know, schwer vorherzusagen die Saison. Also, letzte Saison hätte ich gesagt: „Ja, alles klar, unsere beste Elf läuft wieder auf wie gegen Köln. Selbe Aufstellung, bam“, ne? Jetzt gerade habe ich so das Gefühl, so der eine oder andere wird schon weichen aus dieser Startaufstellung. Vielleicht täusche ich mich auch, wir werden's sehen. Ja, ich denke, es wird ein interessantes Spiel werden. Nochmal, Leverkusen hat die Qualität, uns weh zu tun, da brauchen wir nicht drüber reden. Leverkusen ist aber defensiv jetzt auch nicht so sattelfest, dass wir uns irgendwelche Sorgen machen müssen, denke ich. Ob es jetzt 'n 3:1 wird, vielleicht auch 'n 4:2, 'n 3:2, 'n 4:3, was weiß ich, ja? Also, in dem Spiel ist alles möglich, aber es ist natürlich auch oft so, wenn man sagt: „Oh, das ist 'n Spiel, da werden die Tore jetzt fallen“, dann wird's irgendwie 'n popeliges 1:0 oder 'n 2:1 oder so was. Also, von daher mal abwarten. Von daher habe ich einfach mal 'n 3:1, aufgeschrieben und ja, ich freue mich auf das Spiel. Ich bin gespannt auf das Spiel. Schönes Spiel gegen Leverkusen. Ja. Ich denke, wie es Kompanie auch sagte in der PK, es ist auf jeden Fall noch die Rivalität da, auch wenn es natürlich eine andere komplett andere Mannschaft ist. So, ja. Und man wird sehen, inwieweit Leverkusen schon gefestigt ist. Wenn man jetzt sieht, so 'n 2:7 gegen Paris, dann sieht das noch nicht so gefestigt aus. Aber wenn sie 'n guten Tag haben, denke ich, sind sie auch brandgefährlich. Ja, aber wenn wir 'n guten Tag haben, dann sollte das kein Problem darstellen. Aber das heißt ja nicht, dass wir 'n guten Tag haben. Vielleicht ist der eine oder andere schon, beim Gradmesserspiel im Kopf bei Paris, ja, was man vielleicht auch ein bisschen verstehen könnte. Mal abwarten. Gut, ich würde sagen, damit gehen wir mal rein in die Aufstellung. Ich könnte natürlich jetzt 'n Ubich eintragen, wird natürlich nicht passieren. Manuel Neuer wird wieder auflaufen. Hm, ich überlege gerade. Ja, komm, ich stelle 'n Ubich trotzdem rein. Also, hier geht's ja eher darum, was ich machen würde und bei mir, wir haben's ja in der PK, wurde es ja auch thematisiert so. Also, in Obich wird die Saison kaum noch Spiele kriegen, es sei denn, mal Neuer ist irgendwie gerade nicht fit oder sonst was, ja. Ich denke, Obich hat sich's verdient mit den letzten beiden Leistungen und dann kann der Manu, der noch nicht mal irgendwie Bock hatte, so wie ich's mitgekriegt habe, verbessert mich gerne, wenn's doch anders war, der, glaube ich, noch nicht mal so mitgefahren ist zum Pokalspiel. Von daher kann man auch den Obich immer das dritte Spiel in Folge geben. Das tut dem Jungen auch mal ganz gut und ja, so wäre es bei mir. Wird nicht passieren, Manuel Neuer wird auflaufen, ja. Also, wir gucken uns einmal meine Aufstellung an und dann sage ich euch, wie ich denke, wie's kommen wird. Innenverteidigung, ja, also, wir brauchen nicht darüber reden, dass 'n Tah auflaufen wird, ja, denke ich zumindestens. Auch 'n Upper wirkte jetzt noch nicht irgendwie groß müde. Von daher würde ich auch, es sei denn, Upper ist irgendwie 'n bisschen müde, dann kannst du natürlich auch 'n Min-Jae bringen. Aber ansonsten unsere Innenverteidigung,
Sollte schon so auflaufen. Gut. Außenverteidiger können wir leider auch nicht wechseln. Bei mir ist es aber spiegelverkehrt. Ja, ich verstehe den Sinn nicht ganz dahinter, dass man das umdreht. Ich meine, Kompanie hat selber gesagt, dass es am Ende wurscht ist, ob man mit einem stärkeren oder schwächeren Fuß auf der Seite spielt, da man unsere Außenverteidiger eher in diesem Raum agieren, in der Offensive und ganz, ganz selten mal in diesem Raum. Ja. Selbst, ich meine, Conny Leimer ist auch manchmal sogar in diesem Raum. Zwar ein bisschen seltener, aber zwischendurch ist er da auch. Großen Teil ist er halt im Halbfeld unterwegs. Ja, aber nochmal, ich persönlich mag die Seite mit Leimer und Diaz. Ja, und Diaz, Kompanie jetzt gesagt, auf der PK ist das gewohnt, alle 3 Tage zu spielen. Und das ist schon eine starke Seite und der sollte man sich nicht berauben. Und ich denke, ein Stunny sollte auch mit dem Ulisse sich mal ein bisschen einspielen. Ja. Die Frage ist, wird ein Ulisse starten oder nicht? Wirkte jetzt vielleicht auch ein bisschen überspielt die letzten Spiele. Ja, muss man mal ganz klar sagen. Es rattert noch in meinem Kopf. Ich denke, über Harry Kane brauchen wir nicht diskutieren. Die Frage ist, welche Pose er spielt. Ja. Hängt davon ab, ob ich mit dem Ulisse anfange oder nicht. Will ich mit dem Ulisse anfangen, würde ich Harry Kane nach vorne stellen, mit einem Lennart Karl in die Mitte ziehen. Ansonsten würde ich einen Lennart Karl, also Lennart Karl wird bei mir auf jeden Fall in der Startelf stehen. Ja, es braucht einfach mal ein bisschen Frische und von daher würde ich einen Lennart die Chance geben, auch in so einem Spiel. Die Frage ist, auf der Seite oder auf der Zehnerposi. Weil wenn auf der Seite, dann würde ich einen Jackson vorne reinstellen. Ja, war die letzten beiden Spiele jetzt nicht so stark. Ich gehe aber nicht davon aus, dass Leverkusen sich nur hinten reinstellt. Das bedeutet, es wird ein bisschen Raum da sein. Und ich glaube, das ist das, was so ein Jackson auch braucht. Er braucht einfach ein bisschen Raum. Ja, ja, wir könnten natürlich die No-Brainer-Geschichte fahren und machen den Bums so und bringen Michael Ulisse und sagen dann eher, ja, wir gucken, wie es läuft und wenn es nicht so gut läuft, können wir es immer noch tauschen. Ja, dann können wir immer noch einen Karl wieder runternehmen oder sonst was. Ähm, ja, ich denke, ich werde es auch mal so machen. Ja, Michael muss man halt gucken. Wie gesagt, das ist halt schwer so aus der Ferne immer zu beurteilen. Das müsste man halt echt im Training sehen, wie frei, wie fit. Wenn Michael natürlich fit und frei ist im Kopf, ja, dann musst du ihn ausstellen. So, da brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Gnabry hat mich nicht überzeugt, die letzten beiden Einsätze. Es war okay, jetzt aber nicht herausragend irgendwie. Von daher, Lennart Karl hat einen kleinen Lauf gehabt. Den würde ich mitnehmen und würde ihn einfach mal in die Startelf ballern. Ja, natürlich ist Harry Kane dann der klare Neuner. Das ist so der Nachteil. Ja, das muss man ganz klar sagen. Von daher, ich weiß jetzt nicht, wie Leverkusen hinten agieren wird. Von daher würde es halt eventuell Sinn machen, zu sagen, man bringt einen Jackson und einen Harry Kane auf der 10. Ja, weil dann hat man entweder mit dem Jackson hast du halt die Möglichkeit, auf eine Doppelspitze zu gehen. Oder ein Harry Kane lässt sich halt in den Raum fallen und ein Jackson ist vorne. Und reißt da Löcher halt für einen Heavy. Ja, das hast du natürlich mit so einem Lennart Karl hast du das nicht. So, und dann muss Harry Kane selber gucken, dass er vorne klarkommt. Das sind halt die Optionen, die wir haben. Ja. Ich glaube, ich würde es doch so rum machen und dann Jackson bringen. Auch wenn er jetzt nicht so überzeugend war, die letzten beiden Einsätze. Aber ich glaube, ich würde es echt so machen gegen Leverkusen. Einfach, weil es uns ein bisschen mehr Variabilität da vorne gibt, denke ich. Ja, wie ich gerade schon sagte, Harry Kane kann entweder in die zweite Pose gehen, dass wir mit 2 Stürmern auf einer Höhe spielen. Bedeutet auch ein bisschen mehr Raum dann vielleicht für die zentralen Spieler. Ja, Kimmich würde ich bringen. Kimmich hat mir gut gefallen im letzten Spiel. Kimmich hat aufsteigende Form, das sollte man nutzen. Ja, keine Frage. Ja,
Meine Wenigkeit, ich würde auch in diesem Spiel einen Tom Bischoff bringen. Ja, wie gesagt, Pavlo wirkte für mich ein bisschen überspielt im letzten Spiel. Ich denke, dem tut eine Pause mal ganz gut, bevor da auch wieder irgendwelche Sachen passieren. Ich hau mal hier schon mal die Alternativen rein. Auch ein Olisse würde ich nicht durchspielen lassen. Definitiv nicht. Ja, spätestens ab der 60. würde ich den Lennart K. bringen. Egal wie es steht. Ja, das muss möglich sein. Und ansonsten haben wir natürlich, ja, keine Ahnung, ich lasse mal Heavy Kane, ich mache mal hier Serge rein. Die Option mit Serge. Hier haben wir die Option mit Mike. Wir haben natürlich noch die Option Guerrero. Werde ich mal hier eintragen. Ja, wäre vielleicht auch eine Option für die Startelf, wenn man Harry Kane nach vorne stellt und einen Zehner haben möchte, ist natürlich auch noch die Option Guerrero da. Vergisst man schon mal. Hinten haben wir natürlich die Option Boe. Ja, wobei ich denke, der wird nicht wirklich eine Option werden in den kommenden Wochen. Ja. Hat seine Chance nicht so wirklich zu 100% genutzt. Ja, Goretzka ist natürlich auch eine Alternative für die Innenverteidigung zur Not. Ja, die Aufstellung wird so niemals passieren. Bischof wird nicht auflaufen, Ubich wird nicht auflaufen. Ja, ich würde so anfangen. Passieren wird es nicht. Wie wird die Aufstellung sein? Ich gehe davon aus, Neuer wird spielen. Ich gehe davon aus, die Viererkette wird so wieder auflaufen. Ich gehe davon aus, ein Kimmich wird auflaufen. Ich gehe davon aus, dass ein Leon auflaufen wird, neben Josh. Und in der Offensive ist es schwer vorherzusagen gerade. Also Diaz wird spielen, Olisse wird spielen, Harry Kane wird spielen. So, das sind die drei, die spielen werden, definitiv. Die Frage ist, wer spielt als vierter Spieler drinne? Das ist gerade super offen. Das ist nicht durchschaubar bei Vinny, denke ich. Es kann Lenny sein, es kann Guerrero sein, es kann Gnabry sein, es kann Jackson sein. Wie gesagt, Serge hat jetzt nicht so super überzeugt und wenn Vinny wirklich so überzeugt ist von Jackson, wie er in der PK sagt, dann kann es sehr gut sein, dass ein Jackson auflaufen wird von Anfang an. Aber all das werden wir sehen. Ja? Wie gesagt, ich bin gespannt auf die Aufstellung. Ich bin auch drauf gespannt, ob man dann ab der 60. schon reagieren wird, so auf die Champions League gesehen. Ich meine, wir haben keinen Druck in der Champions League. Sagen wir, wie es ist. Ja. Wenn wir unentschieden spielen oder irgendwie sogar verlieren sollten, ja, dann ist das so. Da geht die Welt jetzt nicht von unter. Das sieht bei Leverkusen schon anders aus. Die haben schon ein bisschen Druck. Von daher muss man halt auch mal gucken, wie Leverkusen agieren wird. Ja, und ob sie irgendwas schonen oder ob sie ab der 60. dann auch eher was wechseln oder sowas. Da bin ich sehr gespannt. Wie gesagt, man stellt sich da die ganze bisherige Saison hin als Trainer und sagt, ja, ich habe zu 110% Vertrauen in jeden einzelnen Spieler. Die sind für mich alle gleich. Es gibt keine gesetzten Spieler. Ja, das gilt dann jetzt zu beweisen. Ne? Wenn jetzt dieselbe Mannschaft, die gegen Köln aufgelaufen ist, im super wichtigen Spiel wieder startet und dann gegen Paris wieder startet, dann widerlegt Vincent Kompany auch seine eigenen Aussagen. Ja, von daher bin ich gespannt. Klar, wir brauchen nicht darüber reden, Olisse, Jackson, Diaz, so, das ist, Olisse, Kane, Diaz ist halt schon so eine Geschichte, die du wirklich nur wechselst, wenn mal eine Pause benötigt wird. Ich bin gespannt. Ja, ich bin wirklich gespannt auf die Aufstellung. Es kann sein, dass einfach eine 1:1 Kopie von Köln kommt, aber gut. Wir werden es sehen. Natürlich mit einem Tausch von Neuer anstatt Ubich, ne? Das sollte klar sein. Wir werden es sehen. Leute, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Spiel. Hoffentlich ein gutes Spiel. Und in diesem Sinne, habt ein schönes Wochenende. Rot-weiße Grüße gehen raus. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen. Gute Freunde sind wir allein, weil sie alles erleben können. Gute Freunde
Gottes in